Werfen wir einen Blick auf die bevorstehende Wirtschaftskrise. Hier haben wir ABC News vom 16. November 2022. November 16, 2022. Diese Tech-Unternehmen haben 2022 größere Entlassungen angeordnet. Meta entlässt ungefähr 11.000 Beschäftigte. Der CEO von Meta, Mark Zuckerberg, gab letzte Woche bekannt, dass das Unternehmen etwa 11.000 Beschäftigte entlassen werde, geschätzt 13% ihrer Arbeitskräfte. Ist es nicht interessant, Martin, dass all diese Firmen Rekordgewinne hatten? Ganz genau. Ihre Kassen sind also voll. Ihre Taschen sind übervoll. Und doch entlassen sie all diese Leute? Wissen Sie etwas? Ich bin mir sicher, dass sich da etwas zusammenbraut. Twitter entlässt ungefähr 3.700 Beschäftigte. Natürlich tobt da eine ideologische Schlacht. Der Nordkönig und der Südkönig scheinen sehr aktiv zu sein, was Twitter betrifft. Und Amazon stellt etwa 10.000 Beschäftigte aus. Hatten sie nicht auch Rekordgewinne? Ja, sie alle gingen schon mit Gewinn in die Pandemie. Und mit der Pandemie schossen sie noch mehr in die Höhe. Jetzt sieht es so aus, dass sie dem die Schuld geben, denn nach der Pandemie schwächte es sich ab. Ich verstehe. Andere Unternehmen wie Lyft oder Stripe entlassen ebenfalls Mitarbeiter. Redfine entlässt fast 1.000. Microsoft entlässt 1.000. Robinhood entlässt 23% der Mitarbeiter. Coinbase entlässt 1.100 Mitarbeiter. Martin, bereiten die sich auf etwas vor? Wollen sie ihre Kassen intakt halten? Ich denke, es ist genauso, wie du es sagst. Wenn man seinen Profit auf der gleichen Höhe halten will und weiß, dass etwas kommt, sollte man vielleicht überschüssiges Personal loswerden. Aber glaub bloß nicht, dass die verbliebenen Mitarbeiter nicht arbeiten müssen. Denn die Arbeit wird nicht weniger werden. Nein, die machen genau das Gleiche. Sie versuchen sich abzusichern. Das denke ich auch. Hier ist noch etwas Interessantes vom 22. November 2022. Googles Mutterunternehmen Alphabet will 10.000 Mitarbeiter entlassen. Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, rüstet sich Berichten zufolge, etwa 10.000 leistungsschwache Mitarbeiter zu entlassen. Martin, wer stellt 10.000 leistungsschwache Mitarbeiter ein? Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Du glaubst es nicht? Also entweder sind es ganz schlechte Arbeiter oder sie suchen einfach eine Ausrede. So ist es. Das entspricht 6% ihrer Belegschaft in der Entlassseason bei Big Tech, die inmitten rauer globaler Umstände von Meta, Amazon, Twitter, Salesforce und weiteren losgetreten wurde. Es ist interessant, dass all diese Unternehmen riesen Gewinne einfahren und es trotzdem machen. Ja, wir sprechen hier nicht von Millionen. Wir sprechen von Milliarden an Reingewinn. Ja. Martin, die Welt steuert auf etwas zu. Wir müssen da nicht ins Detail gehen, sondern nehmen es einfach zur Kenntnis. Wir sollen ja Beobachter sein, richtig? So ist es. Und nicht zu hetzen, sondern einfach als Beobachter sehen, was vor sich geht. Ach übrigens, nur so eine Frage. All diese Firmen, die hier aufgezählt sind, besuchten nicht deren CEOs alle den Vatikan? Alle von ihnen. Und kurz nachdem Musk ihn besuchte, kaufte er Twitter. Gleich nach dem Kauf begann er mit Entlassungen. Gleich nachdem er mit den Entlassungen anfing, begann der Rest von ihnen zu entlassen. Tja, vielleicht ist es Zufall. Irgendwie interessant. Oder vielleicht ist es Leistungsschwäche ja die falsche Ideologie, Martin. Das könnte natürlich auch stimmen. Könnte es sein? Ja. Könnte es sein, dass es zu einer Optimierung kommen muss, sodass jeder sich bei einer bestimmten Ideologie einreiht? Die Denkweise muss stimmen. Okay. Vorher, als man den Konflikt zwischen Süd und Nord hatte, sollte man beide Seiten da haben. Jetzt möchte man eine kleine Bereinigung, sodass man sich der sogenannten Leistungsschwachen entledigt. Aber die Leistungsschwachen sind, wie wir schon sagten, eigentlich ein schlechtes Bild für jene, die sie eingestellt haben. Das ist wahr. Sollten sie diese Dinge nicht vorher gründlich prüfen? Und warum dann alle auf einmal? Ja, und all die Tausende von Leuten.
Ich frage mich, was passieren würde, wenn CNN seine Ideologie ändern wollte, wie viele leistungsschwache Leute sie dann feuern müssten. Auch wahrscheinlich. 90%? Erlebten Sie nicht etwas Ähnliches? Ich meinte, wenn man von rechts nach links gehen möchte, müsste Fox es machen. Wenn man von links nach rechts gehen möchte, müsste CNN es machen. Das ist immer die hegelische Dialektik. 2 gegensätzliche Ideologien. Jetzt fängt also das Pendel an zu schwingen und man entledigt sich des Denkens, das nicht Zeitgemäß ist. Wäre das möglich? vielleicht. Nur so ein Gedanke. Lass uns jetzt einen Blick auf den Aufstieg des Papsttums werfen. Denn vergiss nicht, dass all diese CEOs nicht entlassen werden. Nein. Nein, sie alle gingen zum Vatikan. Und sie müssen doch bestimmte Marschbefehle haben, richtig? Nun, der politische Einfluss des Vatikan spielt es sich immer hinter den Kulissen ab. Denn so arbeiten Jesuiten einfach. Sie sind hinter den Kulissen tätig. Aber tatsächlich üben sie die Macht aus. Aber jetzt wählen sie eine etwas direktere Herangehensweise. Wenn die Zeit für die Könige der Welt gekommen ist, ihre Macht dem Tier zu geben. Wir werden euch die Richtung vorgeben, aber wegen eurer Ideologien wolltet ihr nie unseren Standpunkt umsetzen. Ihr wolltet euren säkulären Standpunkt. Aber ich bin der Nordkönig und ich werde euren säkulären Standpunkt einschränken und ich werde dafür sorgen, dass ihr meine moralischen Statuen umsetzt. Denn ich bin der Antichrist und ich möchte Gottes Statuen entfernen. Das geht in den Köpfen vor. Das ist in ihrem Denken, stimmt's? Weil sie von Anfang an Gottes Feinde waren und ein Leopard ändert seine Flecken eben nicht. Das Kranke daran ist, dass sie es mit einem christlichen Deckmantel machen, anscheinend für Gott. Und ich habe all diese Christen an Bord mit einer falschen Ideologie, nämlich mit dem Futurismus, der aus der Feder der Jesuiten stammt. Ist es nicht traurig, dass der Protestantismus so getäuscht ist, dass er einen Feind umarmt? Martin, Earthbeat sagt uns, dass das Papsttum nicht länger nur ein Beobachter ist. Der Vatikan will einen neuen Status bei UN-Klimagesprächen erlangen. Martin, dieser neue Status wird nur der Öffentlichkeit so verkauft. Es war schon immer da. War hinter den Kulissen. Jetzt treten sie hervor. Wenn man sich das Bild ansieht, wo spricht er da? Er spricht in seinem Atombunker, der wie eine Schlange gestaltet ist, und er spricht vom Maul der Schlange aus. Er ist also der Vertreter für die Schlange, die ihm seine Macht und große Vollmacht gab. Die Typologie, wie er an diesem Ort steht und spricht, ist schon erstaunlich, wenn man es in biblischer Sprache ansieht. Und warum sollte man ein Gebäude so planen, dass es wie eine Schlange aussieht und er zwischen den Fangzähnen herausspricht? Als Kardinal Pietro Parolin die Spitzenpolitiker der Welt in den ersten Tagen des COP27 dem UN-Klimagipfel ansprach, der im ägyptischen Sharm el-Sheikh abgehalten wurde, tat er es auf Augenhöhe mit den vor ihm versammelten Staatsoberhäuptern. Das ist auch eine List. Weil ja das geistige Schwert über dem säkulären Schwert steht. Wie wahr? Die Rede war die erste für den Heiligen Stuhl als offizielles Mitglied der UN-Klimarahmenkonvention. Amtsträger im Vatikan signalisierten, dass dieser Schritt mehr als nur symbolisch sei und die Absicht der Kirche widerspiegle, eine aktivere Rolle bei den oft zähen und turbulenten Klimaverhandlungen einnehmen zu wollen, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit Fortgeschrittenen und Rückschlägen in unterschiedlichem Umfang verlaufen. Martin, nicht nur symbolisch. Sie nehmen eine aktive Rolle ein. Sie hatten immer eine aktive Rolle. Jetzt bewegen sie sich nun auf die Bühne, anstatt die Puppenspieler hinter den Kulissen zu sein. Ich denke auch, dass es tatsächlich mehr biblisch als symbolisch ist. Der Aufstieg des Vatikans. Das Wort allein sagt viel.
Vom Beobachterstatus zum Vollmitglied bietet einen neuen Grund zur Hoffnung. Wir stehen jetzt auf der gleichen Ebene mit allen übrigen Verhandlungspartnern, sagte er. Von der Symbolkraft allein ist der neue Status des Vatikans bedeutungsvoll. Vom Symbolismus zur Substanz überzugehen. Martin, klingt das nach biblischer Sprache? Sage ich doch. Biblischer als das geht es nicht. Damit sie sich tatsächlich authentisch als Verhandlungspartner engagieren können und sehen, wie sie die Kultur innerhalb der UN-Klimarahmenkonvention verändern können. Von Anfang an haben sie die Philosophie der UNO bestimmt. Pure Teilhard de Chardin, ihr jesuitischer Spross, von dem sie sich distanzieren, aber in Wirklichkeit umarmen. Aber schau, das Problem war doch, wenn das vorher passiert wäre, wären die Leute sehr aufgeregt gewesen, denn sie hätten sie dort nicht gewollt. Aber jetzt ersehnen sie dort. Ganz genau. Denn sie staunen dem Tier nach, bewundern es. Ganz genau. Das wird der Kirche helfen, mit einer vereinten Stimme zu sprechen. Wer ist die Kirche dort, Martin? Die katholische Kirche oder alle? Nun, es sind alle Kirchen, aber die Mutter führt sie an. Aha. Also sagt Herodias Salome, was sie tun soll. Und sie möchte in Wirklichkeit den Kopf von Johannes dem Täufer. Aha. Mit vereinter Stimme auf internationaler Ebene zu sprechen und nicht nur befähigte Praktikanten zu fördern. Für mich klingt das nach Gemeinwohl. Sondern noch wichtiger, den robusteren, ethischen, moralischen und spirituellen Rahmen. Sollten wir uns nicht davor hüten? Es ist ein ziemlich kühner Schritt. Es ist auch ein Sprungbrett in die Welt der Politik und in eine diplomatische Rolle hinein. Bisher hat der Vatikan eher eine moralische Rolle gespielt, indem er Prinzipien und Werte vertrat, aber sie nicht in ein verbindliches Handeln drängte. Martin, Sie sprechen mit der Zunge der Schlange, denn Ihre politischen Repräsentanten wurden von Ihnen eingesetzt. Ja. Also benutzen Sie vorne dran nur ein anderes Mundstück. Ist das ein komplettes Heilen der Wunde? Deshalb haben Sie die Arroganz, es einen Aufstieg zu nennen. Bei niemandem anderem wird das Wort so als Titel verwendet. Niemand sonst ist in den Vereinten Nationen aufgestiegen, außer Sie. Hat ein Aufstieg nicht etwas mit einem König zu tun? Nun, was passierte bei Nebukadnezar? Erinnerst du dich an diese Streitfrage, dass Daniel im 3. Jahr und der König im 2. Jahr war? Wie sollte das gehen? Denn man gebrauchte unterschiedliche Zählweisen. Im Falle Nebukadnezars hatten sie ein Aufstiegsjahr und dann begann das 1. und 2. Jahr. Ja. Das Aufstiegsjahr ist also das Jahr, als er den Thron bestieg. Überträgt man es auf das Hier, ist es das Jahr, in dem sie den Thron besteigen und von da an regieren sie. Sie werden regieren. Sie werden die Herrscher von Babylon sein. Steht es nicht auf ihrer Stirn? Ja. Babylon, die Mutter der Huren. Und schwupp sind alle anderen Kirchen beisammen. Wir sahen das auf dem Berg Sinai, nicht wahr? Das ist also ein historischer Moment. Es ist ein historischer Moment für die menschliche Familie und es sollte jetzt jenen Hoffnungsschimmer aussenden, sagte Muene. Martin, ich glaube, dass es mir sehr wohl Hoffnung gibt, weil es bedeutet, dass auch die Scharade bald ein Ende hat. Das Licht, das wir am Tag des Tunnels sehen, ist kein Zug, der uns überfahren wird. Es ist tatsächlich die Sonne, die göttliche Sonne, die auf uns scheint. Und Bruder Sonne erleuchtet jetzt unser Herz und wir können wieder hoffnungsvoll sein. Martin, alle Macht dem Tier. Und dieser Muinene ist der Sprecher des Vatikans bei den Vereinten Nationen und das war seine offizielle Rede, in der er sich auf Bruder Sonne bezog. Ist der Mann verrückt? Wenn man mit der Zunge einer Schlange spricht, kommt leider so etwas heraus. Verrücktheit ist das neue Normal. Möge Gott uns helfen. Glücklicherweise habe ich eine andere Ansicht über das Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe auch ein Licht, aber es ist sehr wohl der Zug, der das System beenden wird.
Denn wenn der Stein die Füße trifft, bleibt wie viel davon übrig? Nichts. Nichts. Es wird zu Staub zermahlen und schwupps wird der Staub davongetragen. Es wird nicht der Hauch einer Spur von diesem System übrig bleiben. Es gab eine Zeit in der Weltgeschichte, als die Menschen sich auf Regierungen verlassen konnten, dass sie ihnen halfen und aus der Patsche holten, dass sie ihre Beschützer und sogar vielleicht ihr Freund waren. Aber diese Tage sind vorbei. Wir haben Diktaturen, die sich als Demokratien verkleiden. Stimmt, eine tyrannische Herrschaft wird eingesetzt.